Servus geht's und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Legenden Arceus. Wer übrigens mehr außerhalb von einem Video zu Pokémon Legenden Arceus sehen mag, ich bin jeden Donnerstag live auf Twitch, schaut einfach mal vorbei, dass du bist ja lieber da, bis demnächst. Und für die, die jetzt interessiert, wie die Raum-Zeit-Verzerrungen im Pokémon funktionieren, was sie uns bringen und was da eigentlich geschieht, bleibt's dran. Die Pokémon Raum-Zeitverzerrungen triggern erst ab einem bestimmten Event, und zwar ab dem wir im ersten Gebiet Axantor besiegt haben. Im Endeffekt, sobald wir das erste Gebiet abgeschlossen haben, mit dem wir den großen Raid-Boss schlussendlich besiegt haben und wir dann auch die Möglichkeit hätten, in Sumpfland zu reisen. Diese spawnen teilweise random, aber man kann den Effekt auch ein bisschen beeinflussen, indem umso größer die Fülle des Pokédex ist, umso mehr Aufgaben, dass ich vom Pokédex erledigt habe. Ist einigen Spielern schon aufgefallen, umso änder triggern diese Ereignisse, dass wieder so eine Raum-Zeit-Verzerrung entsteht. Muss nicht sein, ist aber eine Möglichkeit. Sobald dann so eine Raum-Zeitverzerrung entsteht, wenn man es jetzt bei mir im Hintergrund im Video sieht, erscheint es übrigens auf der Karte. Also ihr könnt es jederzeit sehen, habt dann ungefähr 5 Minuten Zeit, um eine zusätzliche Ausrüstung zu besorgen, Pokébälle zu machen, ein Inventar zu lernen. Ein bisschen Vorbereitungszeit, ein bisschen Calm down, da muss ich hin. Und warum wir da hin müssen, erklären geht's. Es gibt in den Raumzeitverzerrungen verschiedene Pokémons-Empfänger, die es auf normalen Wege selten bis gar nicht gibt. Das ist zum Beispiel beim Obsidian-Grausland, Folipurba, Felinara, Gengar, Sneeble oder Sneebunna. Können auftauchen, nur exklusiv in der Raumzeitverzerrung. Es gibt weitere Pokémon, die in der Raumzeitverzerrung auftreten können, aber halt nicht exklusiv, wie zum Beispiel Alpollo, Ursaring, haben wir bei mir vielleicht auch im Video schon gesehen, oder ähnliche Pokémon. Für jede Zone gibt es extra Pokémon, exklusive Pokémon. Die haben jetzt in den Journalisten aufgelistet, die könnt ihr euch jetzt mal kurz ein bisschen anschauen. Ansonsten gibt es natürlich noch wunderbare, Gott sei Dank, wunderbare Items, die man durch diese Raumzeitverzerrungen erhalten können, auf die wo man normalen Wege ziemlich lang sparen müssen mit Dankbarkeitspunkten oder zum Beispiel farmen müssen über unsere zerstörten Felsen. Aufwendig und natürlich Geduld braucht man ohne Ende. Da gibt es zum Beispiel dann Blattstein, Donnerstein, Düsterumhang, die ganzen Entwicklungs-Items, ein paar Grünstücke, Indigo-Stücke, Leuchtsteine. Es gibt den ganzen Seiten, zeigt einem, wo wir alle rumhängen, um unsere Pokémon zu entwickeln. Davon übrigens auch jetzt einmal ein bisschen kurz anbei. Und ja, deswegen entsteht eine Raumzeitverzerrung, nutzt das vielleicht auch schon am niedrigeren Level einfach nur mal bei Items zu farmen und vielleicht ein paar Pokémon zu fangen. Aber bitte passt auf, die Pokémon sind relativ stark und sehr aggressiv. Es gibt da unheimlich komplizierte, was heißt unheimlich kompliziert? Es gibt eine Liste, die wo von Pokémon-Spielern angefertigt worden ist, mit welcher Wahrscheinlichkeit, dass Raum-Zeitverzerrungen spawnen können. Ich weiß jetzt nicht, wie aktuell bzw. wie bestätigt die Liste ist, deswegen habe ich es jetzt nicht in das Video aufgenommen. In der wird zum Beispiel aufgelistet, dass der zeitliche Abstand, wie lange das man in einer Zone aufhalte, dazu beiträgt, wie lang oder wie kurz es dann dauert, bis das so eine Raumzeitverzerrung auftritt. In der Liste war es zum Beispiel, bewege ich mich 40 Minuten lang zum Beispiel durch das Obsidian-Grasland, taucht zu 100% eine Raumzeitverzerrung auf. In der Vorzeit zum Beispiel von 0 bis 20 Minuten sind es 25% und so weiter und so fort. Ob die Liste verlässlich ist, weiß ich nicht, deswegen nicht im Video, nur kurz angeschnitten. Genau. Wait, diese shiny. Was natürlich noch in die Raumzeitverzerrungen gibt, sind Shiny-Pokémon. Und zwar wird die Shiny-Chance um die Hälfte halbiert. Wird halbiert. So habe ich zum Beispiel mein Shiny Staralili gefangen. Mit ein bisschen Luck, okay. In der ersten Raumzeitverzerrung Shiny Pokémon. Who knows? I get it. Und ja, genau, dort kann man relativ gut Shiny handeln. Also vergisst einfach nie an einer Raumzeitverzerrung vorbeizurennen. Wichtig.
und sehr ertragreich. Genau, und dann war es das eigentlich schon wieder mit dem Video. Ich habe eigentlich das Grobste zu Raumzeitverzerrungen erzählt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein bisschen Liebe da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder oder im Stream. Bis dahin, arrivederci und ciao.